Der Adi Totoro hat nochmal ein Video mit dem Ask Switzerland gemacht. Und zwar, wie gut kennst du die Schweiz? Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall auch mit. Und jetzt, jalla, rein da. Und ich kenne sie sicher am besten von den drei. Nach 10 Monaten ist es endlich wieder so weit. Das Duell, wo niemand aus der Schweiz drauf gewartet hat. Ja, der stimmt. Mr. Stilio Einkaufswägeli, Adi Totoro und die Mode-Ikone Ask Switzerland. Aber hey, Aski, mashallah, das schöne Outfit ausgewählt. Messen sich im Wissen rund um die Schweiz. Nachdem die letzten beiden Runden zugunsten von Ask Switzerland gegangen sind, zeigt sich der Adi Trottinett aber zuversichtlich. Wunderschöne Schnauz, wunderschöne Brille. Lionel natürlich ein extrem intelligenter Dude, der Lieblingsschwiegersohn von jeder Mutter. Und wir hoffen, dass ich heute trotzdem ein bisschen Schaden anrichten kann. Genau. Jo, ich habe die letzten 2 Mal gewonnen und das ist uns natürlich sehr gut bewusst, aber man darf sich nicht auf Statistiken verlassen. Man muss jedes Mal wieder mit voller Motivation ins Spiel gehen, in den Fight gehen. Ich probiere heute ein bisschen gescheiter zu sein als letztes Mal. In den letzten Mal bin ich recht dumm gewesen. Aber ganz ehrlich, mit der Frisur geht es nicht anders. Und mit dem, also man kann nicht intelligenter sein. Um das jetzt lieb sagen, ich habe mich ein bisschen an Mark Galaxy Nilay orientiert. Aber alles in allem glaube ich, wir sind Profis und wir mit dem Druck umgehen können. Also von dem her ist jetzt nichts Neues. Es wird also ein außerordentlich spannendes Spiel. Oder wie der Ask Switzerland. Meine Damen und Herren, ich weiß, was das ist. Wo ist das, Maelo? Das ist Spiez. Ich kenne einfach die Schweiz. Die Schweiz ist einfach meine Hosentasche. Schweiz-Quiz. Komm daher, Mann, Alter. Was Schlägler oder was? Ich bin nämlich gerade letztens beim Roadtrip, sind wir hier unten, es ist jetzt alles von der Facecam ein bisschen verdeckt, aber hier unten bin ich auf das WC gegangen mit der Vanessa. Also sie ist auf das Frau-WC, auf das Mannen-WC, ja komm, scheiß drauf. Und hier den Weg entlang gelaufen, hier oben die Tür, alles da. Und dann sind wir hier einfach ein bisschen spazieren, wunderschön, das war sehr, sehr schön gewesen. Switzerland in seiner doch schon angsteinflößenden Kampfansage sagen würde. Ja, voll. Ja. Nein! Nehmen Sie Ihr Meerschweinchen aus der Mikrowelle und begrüßen Sie die beiden C-Promis Adi Totoro und Ask Switzerland. Also. Familienvater, hier sehen wir, was die Uni HSG aus ihm macht und hier sehen wir das Symbolbild, was die Uni Freiburg aus ihm macht. Warum hast du die Sonnenbrille an? Sieht nicht so blendend aus. Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zum dritten Länderduell gegen Lionel, a.k.a. Ask Switzerland, a.k.a. Lieblingsschwiegersohn von der ganzen Schweiz. Danke. Wir zwei haben das Duell ja schon 2 Mal gemacht, beides Mal hat Lionel gewonnen. Heute ist der Revanche und ich bin mir sicher, Digga, dass ich vielleicht gewinnen heute will. Ich glaube auch, dass ich gescheiter bin als du. Ich bin nicht gescheit. Leute, die Regeln sind ganz einfach. Der Lionel stellt mir 6 Fragen, ich stelle ihm 6 Fragen. Der, der am Ende des Tages mehr Fragen richtig beantwortet, gewinnt. Und der Gewinner darf das Handy vom anderen nehmen und irgendeine Story posten. Irgendeine Insta-Story, das kann Nude sein. Er darf den Donald Trump verlinken. Man darf machen, was man will. Ich bin gespannt. Hure heftig, der Donald Trump verlinken. Ganz, ganz heftig. Ich bin nicht gescheit. John. Okay, Ich fange an, let's go. Was ist ein Referendum? Was ist ein Referendum? Wenn irgendetwas entschieden gekommen ist, zum Beispiel vom Parlament ist etwas entschieden gekommen, XY ist entschieden gekommen, dass man zum Beispiel jeden Wolf, den man sieht, kann abknallen. Dann sagen Leute, was ist denn da los? Dann kann man das mit dem Referendum oder Initiative. Scheiße, bin ich falsch, Chat, oder was? Kann man das Referendum ergreifen und eine Initiative lancieren mit 100'000 Unterschriften oder 50'000 Unterschriften. Und das ist ein Referendum. Hä, aber was? Was ist ein Referendum? Ein Referendum kommt zustande, wenn du 50'000 Unterschriften gegen einen Parlamentsbeschluss zusammenbringst. Okay? Jawohl! Stimmt, oder? Stimmt! Jawohl! Chat Uni Freiburg in den Chat. Schon wieder absolut kein Bock mehr auf das Video. Ich habe gerade die Wikipedia-Antwort gesagt zu dem Ganzen. 1-0 für Lionel. Okay, super, wunderbar. Ich fange mit einer schwierigeren Frage an. Du musst es aber nur auf 100 Jahre genau haben. In welchem Jahr ist die Universität Basel gegründet worden? In welchem Jahr ist die Universität Basel gegründet worden? Ich sage jetzt mal 1840. Jalla, rein da.
Du darfst nicht mehr als 100 Jahre daneben legen. Leute, das war's nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Merci vielmals fürs Zuschauen. Sehr grosszügig mit 100 Jahren. Ich finde, das ist jetzt also eine übertriebene Reaktion. Wenn sind Universitäten gegründet worden? Ich weiß nicht, Digga, das ist safe 1778 gewesen. 1778, ich muss dich leider enttäuschen, es ist 1460 gewesen, damit bist du mehr als 300 Jahre daneben und kriegst den Punkt nicht. Ja, was? 1400? Was? Ja, ganz ehrlich, das glaube ich im Lionel nicht. Was haben sie denn unterrichtet, 1400 irgendetwas? Das, also wirklich, Lionel, ganz ehrlich, das hast du irgendwo gefunden. Das hast du wahrscheinlich verwechselt, irgendwelche chinesische Zeichen mit den arabischen Zeichen. Die Leute schon so lange gescheit. Ja. 1400 haben immer so 1400 sind für mich die Leute einfach noch nicht gescheit gewesen. Ich sag mir es ist, wenn du das weißt, dann bekommst du einen Punkt. Welches ist der grösste Schweizer auf Instagram? Der grösste Schweizer auf Instagram ist der, wie heisst der da, der Tierliebhaber da, der zu Afrika mit den Tieren macht. Wie heisst der da? Dan Weiser? Nein, ja, einfach der Typ mit den Tieren zu Afrika. Dan Schweid, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der Typ. Tipp. Ja. Du bist nicht. Das weiss ich, weil du hast schon mehr als ich. Habe ich schon mehr jetzt mittlerweile? Dean Schneider, Chat, genau. Mit dir ein Video, wenn du wenige Abonnenten hast. Also jemand mit Schweizer Pass, aber es muss nicht irgendwie Schweizerdeutsch sein. Ich vermute, der Roger Federer sein. Die Antwort, lieber Lionel, ist komplett falsch, Weißt weil du's? es ist der Mann aus Möhlin, der Ivan Rakitic. Ah, der Rakitic! Nee, Dean Schneider, wieso bin ich so blöd? Ja, und der ist noch Fußballer. Ja, der hat ja auch den Schweizer Pass. Und damit bekommt der Lionel absolut keinen Punkt für die Frage. Grüße gehen raus an Ivan Rakitic, wenn du zuschaust. Kannst du mich mal verlinken in der Story. Wie viele Kilometer Autobahn gibt es in der Schweiz? Jetzt kommt die krasse Berechnung. Die Schweiz ist... Wie viele Kilometer Autobahn gibt es in der Schweiz? Es gibt in der Schweiz 8000 Kilometer Autobahn. Nein. Es gibt in der Schweiz 4000 Kilometer Autobahn. Das ist schon falsch, das ist falsch. Es gibt in der Schweiz 1700 Kilometer Autobahn. 300 so, irgendwie 200 so hätte ich gesagt. Wenn jetzt eine Autobahn baut, wäre es so, dann wäre es 300. Aber es gibt safe 3 in die Richtung, sagen wir 600, 900, aber 200. Und dann gibt es noch ganz viele Kreuziger und alles. 11'000 Kilometer Autobahn. Wir sind bei genau 1462 Kilometer Autobahn in der Schweiz mit 11'000. Jawohl! Was will ich, meine Damen und Herren? Ich studiere in der Uni Freiburg! Es geht in der Schweiz. Ich hätte jetzt gefunden, wärst jetzt irgendwie so, hättest du gesagt 2000 oder 1000, da hätte ich dir den Punkt gegeben. An sich, die Rechnung immer so schlecht. Ja, die mit Rechnung 300, ist- zweimal runter. Ja, macht 1500, du hättest es auf 38 Kilometer genau. Basically, ich habe den Punkt. Ja, wieder mal kein Punkt für mich, ist alles easy. Ach ey. Lionel, sing die erste Strophe von der Nationalhymne. Alter, das ist so eine fucking awkward. Kannst du auf Akkordeon spielen? Ja, ganz geholt. Die erste Strophe, 13 Morgenrot daher, sehe ich dein Chiemstrahlen mehr. Dich du hoch erhabene Herrlicher. Dich im Alpenfürst, du, ja, das ist die erste Strophe, oder? Aber du musst mitsingen, du kannst schnell reden. Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlen Meer, dich, du hocherhabener Herrlicher. Wenn der alten Firn sich rötet, betet freie Schweizer, betet, eure fromme Seele ahnt, Gott, den Herrn im Vaterland. Jo, du hast einen Punkt bekommen, roter Applaus Scheiße! Ich hab's natürlich nicht gewusst, ey. von mir. Für mich längt es nicht. Ich wette, jetzt kommt wieder irgendeine rotzige Schätzfrage, wo man 30'000 Kilometer weg ist. Und zwar haben wir vor 100 Jahren in Europa oder eigentlich weltweit die sogenannte spanische Grippe gehabt. Wie viele Todesopfer hat sie in der Schweiz gefordert? Jo, aber das ist schon eine spezifische Frage. Das ist nur Schätzscheissdreck. Das hat auch relativ stark uns getroffen, hier in der Schweiz natürlich. 10'000 Opfer gefordert. 6'000. 25'000. Jawohl, ich bin näher als Adi. Wo? Leute, von wo sollte ich das wissen? Weißt du, ich stelle mir so Fragen, so erste Strophe, Nationalhymne, alles mega easy. Ich stelle dir Schätzfragen. Das heisst, du hast eine mega breite Palette an möglichen Antworten, die korrekt sind. Du gibst mir eine Frage, die genau eine korrekte Antwort hat und Ja. ich nail sie verdammt. Ja, dann kann man auch besser messen, dass es richtig ist. Keine Ahnung, was ich gesagt habe, das ist einfach zum Kotzen. Egal, ich gebe dir einen halben Punkt. Ich finde, das ist gut. Aha. Ja, voll. Ja, Das ich ist habe mal einen halben Punkt. Die erste halbe Punkt. Über welche Pass kommt man ins Engadin? Du musst 2 nennen. Über welche Pass kommen wir ins Engadin? Einerseits über das große San Bernardino Pass und andererseits, ich weiß es nicht.
Maloja Pass, Julia Pass, Albula Pass. Und das ist absolut richtig. Nochmal ein Punkt für Lionel. Ich mache mega gerne Ferien im Engadin. Aus welchem Kanton kommt der DJ? Mit dem kommen wir ins Tessin. Ja, aber man kommt doch vom Tessin noch mit zurück in San Bernardino, oder? Ich wohne auch am anderen Ende von der Schweiz. Hey Bobo. Das ist Kanton Luzern. Oh mein Gott, Kanton Aargau. Aargau? Aber der wohnt jetzt in Luzern. Ja, das kann sein, aber er ist im Aargau geboren. In Der DJ Bobo, ja, keine Ahnung, DJ Bobo hätte ich nicht gewusst. Pölliken Kanton Aargau. Ja gut, aber wenn ein Kölliger geboren ist, kann man wirklich rauchen, Digga. Es gibt nichts Schlimmes als Kölliger. Ich weiss nicht, ob die Frage für dich schwierig ist oder nicht, aber ich frage es jetzt einfach mal. Das heisst ja SBB CFF. Für was steht CFF? CFF, SBB, also warte mal. SBB, Schweizerische Bundesbahn. CFF, CFF steht für fuck nochmal, ich weiß es nicht. Ey, ja, keine Ahnung, scheiße. Damn, jetzt hast du mich wieder auf der Achillesferse getroffen. Du hast mich auf der Achillesferse getroffen. Das sagen auch nur Leute, die den HSG studieren, ganz ehrlich. CFF. C steht sicher irgendetwas mit Konföderation. Confi, für Confi Für Confi. Wie das? Confi-Föderation. Oh mein Gott. Gib die finale Tipp ab. Okay, komm, fahr fort. Ich weiß es doch nicht. Komm, fahr fort. Ich weiß es echt nicht. Muss dezent los. Und damit haben wir in dieser Runde keinen Punkt für Lionel, weil das heisst nämlich Chemin de Fer Fédéraux Suisse. Okay. Chemin de Fer Fédéraux. Oha! Das habe ich absolut nicht gewusst. Hätte ich nie gewusst. Ich habe immer etwas in meinen Videos. Meine Videos sind hoch belehrend, sagt man auch im Fachjargon. Meine Frage. Die ist ein bisschen einfacher, aber nicht ganz. Ich meine, es ist auch wieder eine Schätzfrage. Aber vielleicht weißt du das, weil du sehr lange bei den Medien geschafft hast und mit dieser Person vielleicht schon Kontakt gehabt hast. Wie viele Kinder hat der Ueli Maurer? Oh mein Gott. Wie viele Kinder hat Uli Moore? Ich sage mal 5. 4. 4 steht für Lifestyle. Der Uli, der ist natürlich Mauer und wir wissen ja, Mauer sind rechte Fuckboys. Und nehme ich an, dass der Uli Maurer schon das ein oder andere Mal mit seiner Frau in die Kiste gestiegen ist. Hat er überhaupt Kinder? Ja. Ich sage 3. Okay, leider hat er 6 Kinder. Das heisst, der Uli Maurer hat schon 6 Mal mehr gesmashed als ich. Wir haben im Moment 3 zu 0,5 Punkte, aber die letzte Folge gibt 2 Punkte. Ja, was bringt dir das bitte? Das heisst, ich kann nicht mehr aufholen, ich schon 5 beantwortet. Jo. Wie kann man nur so blöd sein? Hauptberuflich Influencer, meine Damen und Herren. Ich komme in diesem Video immer so geisteskrank dumm über. Nein, nicht nur in dem. Welches ist der grösste schweizerdeutsche YouTube-Kanal? Der grösste schweizerdeutsche YouTube-Kanal. Entweder ist es der Beffan Stüsser oder der Lionel. Ich sage Stefan Büsser, Beffan Stüsser, bitte. Also Entschuldigung, meinst du YouTube-Kanal, der seine Videos selber macht oder was seine Videos einfach... Wo seine Videos selber macht? Dann der Stefan Büsser. Das ist leider falsch, weil du der grösste Schweizer Nein, der Stefan hat mehr Abonnenten als ich. Bin ich lost? Der Adi! Jawohl! Jawohl! Aber ich habe nicht gewusst, dass es so knapp ist. Keine Ahnung gehabt. Oha. Leute, ich habe eigentlich schon verloren, aber wir machen noch eine letzte Frage und wenn ich die richtig beantworte, dann bin ich einfach Sieger der Herzen. In welchem Jahr hat sich die Schweiz ins internationale Zeitsystem eingefügt? Sprich, eine von der internationalen Zeitzonen. Aber warte mal ganz kurz, wenn du dich vorbereitest auf das Video, wie kommst du darauf, dass du jetzt eine Frage suchst mit dem Zeitsystem von der Welt, wenn sich dort die Schweiz eingefügt hat? Ich habe einen sehr interessanten Artikel in der NZZ am Sonntag gerade kürzlich über das gelesen. Ich habe es nicht mal recherchieren, ich habe es einfach gewusst. Nein, ich habe letztes Jahr auch NZZ gelesen. Einmal 1880. Oh, warte. Ich weiß es auch nicht, ja, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wenn, wo das hätte passiert sein. Keine Ahnung. Ich kenne nur die Sternwarte in Greenwich, wo der No-Punkt ist. Keine Ahnung, 1870. Ja, 1880, ich sage 1870. Oh, mega gut, 1894. Das ist definitiv der Punkt. Und da haben wir den Ehrenpunkt. Fantastisch. Nein, super. Ey, ich habe ganz knapp gewonnen, müsst mir fairerweise sagen. Ich habe wirklich viel nicht gewusst diesmal. Damit Gratulation zu deinem Sieg. Corona. Mein Insta ist mir eigentlich heilig, ich gebe das niemandem, aber Lionel, mach was du willst, mir ist egal, kein Bock mehr auf den Scheiß. Was postet ihr jetzt von einer Insta-Story? Gar nicht. Aha, warte jetzt. Hallo zusammen, hier ist der Lionel und ich möchte euch Adi sein grosses Singtalent vorstellen. Adi, Nationalhymne bitte. Okay. Dritte Morgenroter Hell, seh ich dich im Schadenmeer.
fantastisch. Stell den Scheisstag Hey, ab. wir sind so stolz auf ihn. Stell den Scheisstag ab, Digga. Warte, ich habe mich nicht markiert. Lionel. So, und jetzt gibst du mir das Handy wieder zurück. Und hier, Milo Romani, die beste Instagram-Stories. Folgt mir doch auf Instagram, ihr Payasse. Das Handy wieder zurück. Schaut noch bei ihm vorbei. Bei ihm haben wir ein Video gemacht, wo wir taiwanesische Süßigkeiten probieren. Absolut zum Kotzen. Und sonst, ihr wisst, was ihr damit machen. Like das Video, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Kannst du kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man so die Glocke aktiviert? Die Glocke aktiviert. Kling dong. Schaut nächsten Sonntag wieder vorbei. Schaut bei ihm vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Wie geht mein Auto? Peace und Blümli. Echt jetzt? Ja. Peace und Blümchen. Der Lionel ist wirklich ein Meme. Er weiß es nicht und er macht es wahrscheinlich auch Platz wie extra, so wie er ist. Hey, er ist aber eine Legende. Sympathischer Dude, sympathisches Video. Ich habe vielleicht nicht so gut abgeschnitten, wie ich hätte sollen, aber scheiß drauf.